Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler zum Champions League Playoff-Spiel bei Celtic Glasgow, was wir 2:1 gewonnen haben. Und bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst ihr gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Und ihr verpasst kein Video, das ist natürlich auch völlig kostenlos auf YouTube, Leute. Gut, zum Spiel. Also wir haben gespielt, so wie ich es erwartet habe. Ja, es war mir schon klar, dass wir ähnlich wie gegen Bremen agieren werden. Gerade erste Halbzeit, erstmal den Ball in der eigenen Reihen halten. Ja, viel eigener Ballbesitz, viel quer, viel ruhig. Was auch völlig fein ist, auswärts im Playoff-Spiel. Alles gut. Wir haben natürlich dann das Spielglück gehabt mit dem Tor kurz vor der Halbzeitpause und dem Tor kurz nach der Halbzeitpause. Ja, da lief eigentlich alles für uns. Ja, und dann stellt man ab der 60. Minute das Fußballspiel mal wieder ein. Ja, und keine Ahnung, denkt sich so, ja, alles gut, ist gelaufen, der Bums, und wir fahren das jetzt irgendwie locker nach Hause. Und irgendwie jedes Mal, wenn wir das tun, passiert das, was passieren musste. Ja, du kriegst das Gegentor. Und dann wird es nochmal heiß. So 5, 6, 7 Minuten. Dann haben wir es wieder ganz gut im Griff gehabt. Ja, wieder den eigenen Ballbesitz gehabt. Dann war es eigentlich schon wieder fein. Ja. Nichtsdestotrotz hat Celtic dann noch eine große Chance gehabt. Da hat Manuel Neuer mal einen Ball gehalten. Halleluja. Und deswegen gewinnst du 2:1. Ne? Damit hast du dir eine gute Ausgangslage verschafft. Oder eine Ausgangslage, die okay ist, aber jetzt auch keine Ausgangslage, wo man sagt, jo, alles klar, kannst beruhigt ins Rückspiel gehen. Ja. Wer weiß, vielleicht findet Celtic im Rückspiel ihre Eier, ja, weil sie auswärts oder zu Hause natürlich eine Ecke stärker sind wie auswärts. Wer weiß, haben dann am Ende des Tages nichts mehr zu verlieren. Anscheinend ist das ja nicht Chelseas Spielweise, wie sie heute gespielt haben, und das hat ihnen wahrscheinlich auch nicht gut getan, und deswegen haben ihnen dann auch irgendwie zum Ende hin ein bisschen die Kräfte gefehlt, um da vielleicht nochmal nachzusetzen. Selber schuld, kann ich da nur sagen, ja. Also weiß ich nicht, im Playoff-Spiel oder in der K.O.-Runde, ja, musst du einfach die Eier haben, an deiner Fußballidee festzuhalten. Dass das nicht immer umsetzbar ist, weil wir der FC Bayern sind, verstehe ich. Aber ja, also erste Halbzeit, das war ja wieder teilweise Achterkette da hinten drin. Also gut, wir haben es solide runtergespielt, habe ich gerade schon gesagt. Spätestens nach 15 Minuten haben wir das Stadion komplett rausgenommen. Ja, weil wir einfach Ballbesitz, 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 Ballbesitz hatten. Super langweiligen Ballbesitz, ja, alles gut. Damit hat das Stadion aber aus dem Spiel genommen. Ja, das Stadion kam dann noch ein, zwei Mal. Celtic hatte dann ein, zwei Ballstaffetten in der ersten Halbzeit. Das war's. Ja, aber man hat gemerkt, sobald mal irgendwie ein bisschen Zug drin war bei Celtic, war auch sofort das Publikum wieder da. Ja, aber wir haben es souverän gemacht. Ja, wir warten erstmal das Rückspiel ab, bevor wir da irgendwie was anderes sagen. Aber ja, für eine richtige Spitzenmannschaft reicht die Leistung, die wir heute gezeigt haben, nicht. Aber heute brauchtest du auch nicht mehr zeigen, als wie du gezeigt hast. Du hast die richtigen Sachen gezeigt. Zumindest die ersten 60 Minuten und die letzten 10 Minuten, ja, wenn wir die Nachspielzeit mit reinnehmen. Damals wieder schlau gemacht. Vorher war es dann teilweise schon ein bisschen wild. Aber gut. 2:1 gewonnen. Wir können auf jeden Fall erstmal schädlich ins Rückspiel gehen. Ja, wir sind vorne. Alles ist gut. Wir spielen zu Hause. Celtic sollte nicht der Gegner sein. Aber wie gesagt, wer weiß. Ja, vielleicht finden sie ihre Eier auf dem Weg nach München. Und vielleicht haben sie dann das Spielglück, was wir heute hatten. Weil heute hatten wir das Spielglück. Habe ich gerade schon gesagt, mit den Toren, aber auch mit der Elfer-Diskussion, dass er nicht gegeben wurde. Das kannst du halt auch so und so auslegen. Ja, das war den klar auf den Fuß gelatscht. Ja, er war zuerst am Ball. Keine Ahnung, ja. Ja. Halte ich mich raus, gibt eh keine klaren Regeln irgendwie mehr, und ja. Hättest du aber natürlich auch andersrum pfeifen können, wahrscheinlich, und hättest dich auch nicht beschweren dürfen. Na, wir hatten schon mit der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück,
Aber das gehört halt auch dazu. Ja, und das ist ja, was ich immer sage. Man kann es nicht vorhersehen, wie so ein Spiel laufen wird. Ne? Gut, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Bin ich selber ein bisschen gespannt. Da. Statistik. Am Ende sind es 43:57% Ballbesitz. Wild. Abseitsstellung 1:4, Fouls 4:4, Zweikampfquote 60:40, Schüsse aufs Tor 2:5, Schüsse insgesamt 9:10, Ecken 7:7, angekommene Pässe 427:596, Flanken 11:8. Boah, wenn ich jetzt die Statistiken aus der ersten Halbzeit im Kopf habe, dann wild. Ja, aber wie gesagt, wir haben Celtic halt auch ab der 60. Minute zurück in dieses Spiel geholt. Gut. Schüsse insgesamt: Michael 3, Kimmich 2, Kane 2, Torschussvorlagen, Kimmich 1, gewonnene Zweikämpfe, Leimer 4, Michael 4, Harry 4. Ballkontakte 109 Upa, 102 Kimmich, 98 Dyer. Ja, waren auch zusammen mit Michael die 4 besten Spieler, kann ich schon mal vorwegnehmen. Benotung kommen wir gleich, gefolgt worden, schenken wir uns natürlich. Ja. Und damit gehen wir auch schon rein, ne? In die Benotung. Erstmal unseren Chefcoach, Winnie. Aufstellung, ja, wer den Taktikfuchs gesehen hat, ich habe schon fast damit gerechnet, dass ein Sané auf jeden Fall auflaufen wird. Conny Leimer, ja, kannst du natürlich bringen, habe ich persönlich nicht verstanden auf der Position. Leon, kann man drüber diskutieren. Guerrero war auch abzusehen, auch wenn es eine Katastrophe war. Und Eric Dyer war so die große Überraschung. Den habe ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, ist, dass man sich den Bums wieder 300 Jahre lang angeschaut hat, ja, weil Guerrero war das ganze Spiel über eine Katastrophe. Ja. Wir haben es gesehen, wenn Celtic da mal über die linke Seite kam, war es wieder das Übliche. Ich glaube, es waren nur 2 Flanken, aber die konnte Conny Leimer natürlich nicht verhindern. Ja, wie auch. Das konnte er noch nie. Katastrophe. Ja, Zeitpunkt der Wechsel. Ja, mit den Wechseln kam mal wieder der Bruch im Spiel, ja, muss man ganz klar sagen. Weiß ich nicht. Ich verstehe es irgendwo, dass man sagt, jo, komm, 2:0, hast eigentlich alles im Griff. Da sollte es eigentlich möglich sein, die beiden Flügel auszutauschen, ohne dass sie irgendwie einen Bruch im Spiel kriegen. Trotzdem haben wir einen Bruch im Spiel gehabt. Ich verstehe schon den Gedanken, dass man vielleicht ein bisschen schonen will, gerade Michael auf der anderen Seite. Ja, es ist immer noch ein Champions League Playoff-Spiel gewesen und ich verstehe natürlich auch, dass man den anderen beiden Pfeifen Spielzeit geben will, aber ja, keine Ahnung. Am Ende, im Nachhinein kannst du immer ein bisschen klug scheißen, von daher gebe ich einen Winnie heute eine Note 3. Gut, Manuel Neuer. Manuel Neuer heute Note 4, aber auch nur, weil er die letzte Chance gehalten hat. Sonst wäre es eine glatte 5 gewesen, ja. Katastrophale Torwartleistung. Allein der erste Ball nach 30 Sekunden, Alter, ist er gefallen wie eine Bahnschranke. Alles gut, er hat ein bisschen wenig Sicht gehabt. Ja, alles ist fein. Konnte froh sein, dass der Celtic-Spieler irgendwie 10 Zentimeter im Abseits stand. Ja, sonst wäre das schon wieder ganz wild losgegangen. Aber auch danach einmal am Ball vorbei. Ich glaube, Celtic hat 2 oder 3 Mal ein leeres Tor gehabt. Ich weiß nicht. Aber Halleluja. Daumen hoch, dass wir mit Manuel Neuer verlängert haben. Ganz, ganz wichtige Verlängerung. Also die Leistung, die er heute wieder gezeigt hat, Leute, das ist kein Champions League-Niveau. Ja. Ja, den letzten Ball hat er gehalten. Wenn ihr euch das genauer anguckt, hat er da auch ein bisschen Glück bei gehabt. Alles gut, hat er gehalten, wollen wir gar nicht schlecht reden, aber ansonsten war das eine katastrophale Leistung. Ja. Das ist ein Torwart, der einfach kein Champions League-Niveau hat. Ich habe heute noch eine Statistik gelesen. Manuel Neuer, der schlechteste Torwart dieser Champions League. Ist natürlich so eine XG-Goal-Geschichte, ja, aber jeder andere Torwart in der Champions League, wenn er die gleichen Schüsse aufs Tor bekommen hätte, hätte mehr gehalten wie Manuel Neuer. Ja, das kann man wahrscheinlich sogar so unterschreiben. Ja, ja, Katastrophe. Also Manuel Neuer wird uns keine Hilfe sein in irgendeinem Spiel, wo wir mal auf einen Gegner treffen, der Offensivpower hat. Ja, also heute war das wieder Fuchsteufelswild, Alter. Ich meine, das Gegentor war schon wild, ja. Danach zweimal durch den Strafraum geflogen, Ball liegen lassen und ach, hör mir auf. Ja. Wie gesagt,
Meinetwegen kannst du ihm auch eine Note 5 geben und keine 6, weil er einen Ball gehalten hat. I don't know. Katastrophe. Wie gesagt, von mir gibt es die 4. Und ich muss jetzt erstmal mein Dokument hier aufmachen, sonst wird das ganz wild heute. Gut, wie gesagt, ich verstehe jeden, der Neuer da eine Note 5 gibt und nicht eine 4, nicht so human ist wie meiner einer, kann ich voll nachvollziehen. Von mir gibt es die 4. Dann kommen wir zu den. Nee, bleiben wir erst bei den schlechten Leuten. Ja. Rafa Guerrero, eine ganz klare 5. Ja, also auch das ist noch nicht mal das Bundesliga-Mittelmaßniveau, Alter. Ich habe noch nicht eine gute Leistung von dem Kerl auf der linken Verteidigerposition die Saison gesehen. Rechter Verteidigerposition war es meistens ordentlich. Linke Verteidigerposition Katastrophe. Alter, also ich weiß nicht, es war auch eine Farce. Wie lange war er auf dem Platz? 78 Minuten. Ne? Und alles, was gefährlich kam von Celtic über die rechte Seite, war ein Selbstläufer, Alter. War ein No-Brainer. Der hat gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. Nach vorne gar nichts. Null. Absolute Fehlbesetzung. Ich weiß nicht, warum man sich den Scheiß 78 Minuten anschaut. Ich verstehe, dass man Ito nicht eher bringt, ja, lange raus und so weiter. Ey, verstehe ich 100%. Ey, dann stellen Stunny dahin. Junge, dann stellen verfickten Stunny dahin oder stell auf eine scheiß Dreierkette hinten um. Ja, so schwer kann das nicht sein, Alter. Da haben wir richtig Glück gehabt, dass Celtic da zu diesem Zeit, wo sie dann die Eier gefunden haben, nachdem es 2:0 stand und nichts mehr groß zu verlieren war, haben sie ja so ein bisschen angefangen, ihren Fußball zu spielen. Da können wir froh sein, dass sie schon sehr, sehr müde waren. Ja. Muss man ganz klar sagen. Also sonst wäre da noch viel, viel mehr über diese Seite gegangen. Katastrophe. Gut, dann kommen wir mal zu den beiden Positiven. Das ist auf jeden Fall Eric Dyer. Und natürlich Upamecano, wo wir gleich zu kommen. Eric Dyer kriegt von mir eine 2,5. Ja. Und jeder, der irgendwie sagt, dem musst du abgeben oder nicht verlängern, der hat den Schuss nicht gehört. Ja, also, wie viele Spiele hat Erbeck jetzt nicht gespielt? Warte. Lass mich schauen. Gut, Freiburg hat er gespielt, dann hat er 1, 2, 3 Spiele nicht gespielt, kam jetzt mal wieder rein. Von Anfang an. Und er zeigt so eine Leistung, Alter. Das ist einfach ein absoluter No-Brainer. Die Frage ist, ob er mit der Rolle zufrieden ist. Ja. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn der Spieler sagt, er will weg. Alles gut. Aber wenn der Spieler bleiben will, Alter, du musst mit ihm verlängern. Ja, das ist ein absoluter No-Brainer. Haben wir heute gesehen. Der haust da rein in so ein Spiel, wo es ums alles geht. Wo eine riesige Atmosphäre ist und der ist halt einfach arschcool. Ja. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also von mir eine 2,5, sehr, sehr starkes Spiel. Gut, dann kommen wir zu Upa. Upa kriegt von mir die glatte 2. Ja, aufgrund, dass der Elfer nicht gepfiffen wurde. Ja, muss man ganz klar sagen. Habe ich gerade schon gesagt, kannst du Hü und Hot wahrscheinlich bewerten, die Szene. Haben wir ein bisschen Glück gehabt, meiner Meinung nach. Aber ansonsten hat Upa ein bärenstarkes Spiel gemacht. Ja, ein Ball, der ein bisschen wild war, wo aber nichts passiert ist. Ansonsten ganz, ganz starke Bälle auch in den Aufbau rein. Ja, Kimmich heute viel, viel defensiver. Upa dafür sehr, sehr starke Bälle in den Aufbau gespielt. Hat ja auch das Tor von Michael mit einem super geilen Ball vorbereitet. Ansonsten auch defensiv immer dran am Mann, beide Innenverteidiger, immer heiß, immer dran. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht, beide. Gut, dann kommen wir zu der Seite, wo es wieder ein bisschen abbaut. Unsere Außenverteidigung mit Conny Leimer. Aber ja, Conny Leimer ist für mich halt einfach auch kein Außenverteidiger. Aber müßig, das zu sagen. Ich finde es ja traurig, dass ein Conny Leimer da aufläuft, obwohl du 2 andere rechte Verteidiger hast, die wirklich rechte Verteidiger sind. Ja. Ja, heute konnte man sich vielleicht erlauben, weil das nicht so die Offensivpower war oder Celtic sich nicht so getraut hat. Defensiv war es eine Farce wieder von Conny Leimer, die paar Mal, wo Celtic über die Seite kam. Wie schon gesagt, sobald ein Conny auf Höhe des 16-Meter-Raums ist oder 20 Meter vom eigenen Tor auf seiner rechten Außenbahn, kannst du den vergessen.
Da gewinnt er keinen Zweikampf, da erobert er keinen Ball, da kann er keine Flanke verhindern. Alles, was weiter vor ist, ja, da holt er auch mal einen Ball vorher, ja, dass er dann den Angriff verhindert, aber auch das ist super selten. Nach vorne war es stark, keine Frage, ja, fickrig, gallig, wie immer. Das ist, was Conny Leimer kann. Ist ja dann ein, zwei Mal auch in der Mitte gezogen, da war es echt gut. Ähm, ja, aber in erster Linie ist er ein Außenverteidiger aufgestellt, ja, und das war aufgrund dessen, dass da jetzt nicht so viel durch passiert ist, bleibt da bei mir bei einer 3,5. Ansonsten hätte es jetzt aber gut und gerne eine 4 werden können. Gut. Kommen wir jetzt mal zu den etwas erfreulicheren. Das ist einmal Joshua Kimmich. Kimmich für mich heute wieder eine glatte 2. Weil heute einfach die Organisation gut war. Ja, er hat das gemacht, was heute von ihm verlangt war. Viel Ruhe reingebracht. Wie gesagt, das Publikum rausgenommen. Aber trotzdem auch immer geschaut, wenn irgendwie eine Situation da war, hat das auch genommen. Das Risiko hat sich oft mit eingeschaltet über die rechte Seite im Spielaufbau. Hat gute Ecken getreten heute, ja, hatte dadurch ja auch Harry Kane da, das Dingen. War ein sehr, sehr gutes Spiel, vor allen Dingen auch defensiv war er da. Ja, war defensiv da, war in den Räumen da. Ja, hat auch ein Knackser drin gehabt, aber im Großen und Ganzen, wenn wir das ganze Spiel sehen, ist es für mich eine Note 2. Gut, damit kommen wir zu deinem Kompagnon. Den sehe ich ein bisschen schlechter. Ich tue mich schwer, heute Leon zu beurteilen, sage ich euch, wie es ist. Leon war zwischenzeitlich mal so 25 Minuten gar nicht zu sehen. Ja, wieder, keine Ahnung, immer wenn wir mit 2 Sechsern spielen und wenn wir dann mit Kimmich und Leon auf einer Höhe spielen, sodass einer über die halblinke, einer über die halbrechte Posi kommt, tut sich Leon saumäßig schwer. Na? Wir haben ihn heute wieder dann 25 Minuten gar nicht gesehen, erste Halbzeit. Ja, dann war er wieder ein bisschen dran beteiligt am Spielaufbau. Was gut war, hat auch 2, 3 wirklich defensiv gute Aktionen gehabt. Komm, ich bin so unschlüssig, krieg eine 3 und fertig. Gut, dann kommen wir natürlich zum nächsten Lichtblick. Muss ich mal kurz in den Angriff wechseln. Das ist Michael. Eine ganz klare 2. Also da gibt es gar nichts drüber zu reden. Ja, wenn nicht sogar eine 2 plus. Ja. Michael, wer Michael Sachen gemacht, war erste Halbzeit der Einzige da vorne, der überhaupt gefährlich wurde. Ja, und dass es durch so eine Einzelaktion kam, durch einen schönen Pass von Upa und dann seine Einzelaktion. War abzusehen, Kombinationsfußball war vorne Mangelware. Wenn was ging, ging es über die rechte Seite. Die Sané auf der anderen Seite mal wieder Totalausfall, kommen wir gleich zu. Rechte Seite war ganz gut mit Kimmich, der da immer mit aufgebaut hat. Das war über die linke Seite mit Goretzka gar nicht der Fall, muss man fairerweise auch gleich mit einbringen. Hat das Tor gemacht, hat aber auch saumäßig viel mit nach hinten gearbeitet. Ja, hat auch den einen oder anderen Ballverlust gehabt, aber hat dann auch gleich wieder gebissen, ja. Und wenn ihr das dann mal vergleicht mit dem Serge Gnabry, der reinkam, Alter, das ist wie Tag und Nacht. Ja, also. Joa, gut, dazu Michael. Aber ist auch der einzige Außenstürmer, wenn wir so benennen wollen, der die ganze Saison über ein Level hat. Gut, dann kommen wir zu Jamal Musiala. Dann muss ich ins Mittelfeld. Jamal Musiala heute Note 4. Ich weiß nicht, warum der so lange auf dem Feld war. Ist für mich eine Frechheit, sage ich euch ganz ehrlich. Absolut null, aber wirklich null Einfluss auf dieses Spiel. Wirklich null. Ja. Aber, ja, da sehen wir mal unser Problem. Was heißt Problem? Aber wir haben keine Alternative mehr. Ja. Thomas Müller, ja gut, haben wir gesehen, was der noch zum Leistungsstande ist, wo reingekommen ist. Wäre das perfekte Spiel gewesen, um zu sagen, komm, wir ziehen Harry Kane auf die 10 zurück und stellen vorne einen Stoßstürmer rein. Kann man natürlich nicht. Ja, hätten natürlich einen Serge da vorne reinstellen können, ist ja unser Stürmerersatz. Wäre bestimmt grandios gewesen. Aber wahrscheinlich hättest du auch eher sagen können, komm, ich bringe noch einen Pavlo rein oder sowas, nehme Musiala raus, dass der eine Position nach vorne geht. Also Jamal heute, sorry. Ja, 3, 4 Mal diese Star-Allüren gehabt. Ja, so, oh nein, er hat mich angeguckt, ich lege mich auf den Boden und mecker dann rum.
Alter, zum Kotzen, diese Einstellung mittlerweile. Ähm, 3, 4 Mal einfach den Korb runter und ja, ist jetzt Champions League. Ich muss jetzt zeigen, dass ich der Super-Dribbler bin. Ist mir egal, da sind 5 Leute. Da steht ein Bayern-Spieler, da steht, ach, ist mir egal, ich dribbel durch die 5 Leute durch. Natürlich klappt das nicht. Ja. Viel zu eigensinnig heute. Heute voll so, hatte ich das Gefühl, so, ja, ich mache hier heute mal eine Show, ist Champions League Bühne, da muss ich mich präsentieren. Ja, er geschenkt, Alter. Ja. Ich denke, er ist mit der 4 noch gut bedient. Gut, kommen wir zum nächsten Totalausfall. Wer hätte es auch nur anders erwartet? Er sammelt ja Argumente für eine Vertragsverlängerung durch und durch in jedem Spiel, was er spielen darf. Leroy Maschine Sané. Ja. Sind wir heute mal gnädig, weil so schlecht wie Guerrero war er nicht. Note 4 von meiner Seite. Habe ich gerade schon gesagt, hat ein bisschen das Problem gehabt. Goretzka hat die Seite nicht mit unterstützt, ja, wie es ein Kimmich auf der anderen Seite getan hat. Guerrero war eine Katastrophe. Also er war da ein bisschen auch auf eigenem Flur, aber wenn er denn dann mal in Szene gesetzt wurde, und das wurde er ja, Alter, Katastrophe. Katastrophe wieder. Katastrophe, Alter. Junge, das ist auch noch nicht mal, das ist wie Guerrero, Alter. Das ist noch nicht mal Bundesliga-Mittelmaßniveau. Und der läuft da in der Champions League im Playoff-Spiel 64 Minuten auf dem Platz rum. Und man denkt darüber nach, den Vertrag zu verlängern, Alter. Ey, wenn der Vertrag verlängert wird, ohne Scheiß, ja, dann kannst du diesen Verein wirklich abmelden. Ja. Dann hat keiner von den sogenannten, ach so tollen Persönlichkeiten da irgendwelche Eier in der Hose, Alter. Junge, das kann's doch nicht sein. Und wir reden schon über ein Champions League-Spiel, wo er so ein Niveau immer super motiviert ist. Junge, ist mit der 4 heute aber sehr gut bedient von meiner Seite. Ich bin heute ein bisschen gnädig, weil wir 2:1 im wichtigen Spiel gewonnen haben. Und unser erster Auswärtssieg diese Saison in der Champions League. Ja. Donetsk war auf Schalke, Alter. Wer das als Auswärtsspiel in der Champions League sieht, dem ist auch nicht zu helfen. Gut. Kommen wir zu guter Letzt noch zu Harry Kane. Ich muss auf jeden Fall eine Abstufung machen zu Michael. Michael war auf jeden Fall noch einen Tacken stärker, von daher kriegt Harry eine 2,5. Warum kriegt Harry die 2,5? Weil er alles versucht hat. Ja. Den Kopfball, den er nach der einen Ecke sich ein bisschen verschätzt hat, daneben gesetzt. War auch eine starke Ecke von Michael übrigens. Da hat er natürlich das Tor gemacht, definitiv. Und danach hat er wieder. Ja, Alter. Also, der war ja teilweise ein stärkerer linker Verteidiger, wie es ein Guerrero war. Habt ihr das gesehen? Ja. Ich meine, es ist traurig. Es ist wirklich traurig, dass unser Mittelstürmer mehr Defensivarbeit machen muss, wie mancher Defensivspieler. Und das dann auch noch besser macht. Ja. Junge hat sich wieder voll aufgeopfert für diese Mannschaft. Ja, in der Defensive. Das muss man mal ganz klar sagen nach dem 2:0. Ist natürlich ein bisschen schade, weil dann vorne natürlich auch die Anspielstation nicht mehr da ist. Ja? So, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, also Helby wieder ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Anfangsphase oder erste Halbzeit war auch nichts zu sehen. War allein auf weiter Flur, hat nicht einen Ball gekriegt von Leroy. Weiß ich nicht. Leroy versucht auch gar nicht erst einen Harry Kane zu finden. Musiala auch nicht. Viel zu eigensinnig heute. Der Einzige, der es mal versucht hat, war ein Michael. Oder wenn man in der Flanke von der rechten Seite kam, von der linken Seite kam gar nichts. Also wie sollte sich ein Harry Kane auch irgendwie in Szene setzen? Was mir ganz gut gefallen hat, erste Halbzeit, jetzt nicht auf Harry Kane bezogen, dass wir, obwohl wir nur viel Ballbesitz hatten, wir haben aber wieder die Position gewechselt, ja. Olise ist dann mal mit auf die linke Seite gegangen, hat einen Sané unterstützt, Musiala war dann rechte Seite, dann war Olise auch mal in der Mitte und das auch mal für eine etwas längere Zeit. Und da hat man schon gemerkt, dass Celtic nicht mehr klar kam, ja. Die waren schon sehr verwirrt damit. Wir konnten es leider nicht nutzen, weil wir trotzdem, obwohl wir das gemacht haben, keinen schnellen Ball gespielt haben. Ja, wir waren auf Ballbesitz aus, auf Spiel beruhigen. Aber da hat man schon gesehen, dass Celtic damit arge Probleme hatte mit unseren Positionswechseln. Das hat mir sehr gut gefallen. Das nur noch mal nebenbei. Gut, kommen wir zu den Einwechslungen. Da können wir auf jeden Fall unsere Flügelzange noch voll benoten. Die haben länger wie 30 Minuten gespielt, wenn wir die Nachspielzeit dazu nehmen. Fangen wir mit Kingsley an. Ja,
heute. Kingsley ist heute auch sehr gut bedient mit der 4, denke ich. Genauso wie Serge, kriegt von mir dieselbe Note. Die kannst du beide in einen Sack packen, ja. Das ist eine uns zusammen dieselbe Grütze gewesen. Vielleicht war King einen kleinen Tacken ein bisschen bemühter. Ja, kannst du eine 3,75 geben, wenn es sie geben würde. Bei mir gibt es ja nicht. Von daher kriegen beide eine 4. Beide keinerlei Einfluss aufs Spiel. Keinerlei Einfluss. Null. Offensivspiel hat nicht mehr stattgefunden, nachdem die auf dem Feld waren. Lag jetzt mit Sicherheit nicht nur an den beiden. Ja, gar keine Frage. Serge hat 1, 2 Läufe genommen, ja, aber Junge, Alter. Ich kann es nicht mehr, ne? Aber ich bin auch müde, mich in jedem Video zu wiederholen. Nach 3 Jahren, wo wir diese Krüppelleistung von unseren 3 super Außenstürmern, Coman, Gnabry und Sané sehen, Alter, bin ich müde. Ja. Aber unsere Verantwortlichen anscheinend noch nicht im Verein. Von daher sollen sie mal machen. Gut. Kommen wir zu Ito. Hat mich erstmal mega gefreut. Ja, ich habe mir so viel erhofft, diese Saison von Ito. Ja. In erster Linie natürlich, dass wir auf eine Dreierkette gehen. Ne, was mit Sicherheit in Zukunft auch mal passieren wird. Gehe ich stark von aus. Benoten können wir ihn natürlich nicht für die Stunde, die er jetzt gespielt hat. War gleich da, hat auch keine Scheu gehabt, dann in der Nachspielzeit da in den Zweikampf zu gehen. Er wusste schon, wo er reingeht, dass er gefoult wird. Er hat da nicht zurückgezogen oder sowas. Hat mich sehr gefreut. Da sieht man, er ist wieder voll da. Wird natürlich noch Zeit brauchen, ja, bis er mal wieder da ist, wo er mal war. Aber er braucht natürlich ein paar Minuten immer in jedem Spiel. Und wenn er die mitnehmen kann, ist doch fein. Und schlechter wie ein Guerrero kann es nicht sein. Ne? Mal ganz klar gesagt. Gut. Zu guter Letzt haben wir das Urgestein der Urgesteine. Thomas auf Abschlussfahrt Müller. Ja, hatte Einfluss gleich 0. Ja, Punkt. Bewerten für die 10 Minuten, die er auf dem Feld war, tun wir nicht. Einfluss 0. Ich habe ihn gesehen, wo er eingewechselt wurde, wo er dann einmal ein Zeichen gemacht hat. Lass mich kurz überlegen. Nee. Ich hab mich irgendwann dann dabei erwischt, wo ich mir gedacht habe, irgendwann, ey, wir haben doch den Thomas Müller eingewechselt gehabt, ne? Wo ist der denn überhaupt? Das beschreibt es eigentlich am besten, wie die Leistung von Thomas Müller war, Leute. Gut. Im Großen und Ganzen das Spiel, was ich erwartet habe und völlig okay mit der Herangehensweise, wenn man das so machen möchte. Am Ende des Tages hat es gereicht mit einem 2:1 Sieg. Wie gesagt, wir haben heute das Spielglück auf unserer Seite gehabt, auf jeden Fall. Und ja, das ist es eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja, also diese Leistung reicht nicht für eine Top-Mannschaft in der Champions League aus. Diese Leistung wird auch nicht für Leverkusen ausreichen am Wochenende. Ja, die wird auch nicht für Frankfurt oder Stuttgart ausreichen. Also da muss jetzt mal wieder ein Schub kommen bei dem einen oder anderen Spieler, sonst wird es schwer. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Die Spielweise, ja, ich weiß, da werden wieder einige kritisieren, kann ich auch verstehen. So, erste Halbzeit war sehr langweilig. Hat man ja auch gemerkt, die Stimmung im Stadion war tot. Viel Mittelfeldgeplänke, kaum Tore um 10. Alles gut. Verstehe ich. Erst recht, wenn man die Saison über so verwöhnt wurde. Aber dann bedenkt, wo wir herkommen. Ja, und bedenkt, was man die ganzen letzten Wochen jetzt kritisiert hat. Eben, dass wir so viele Tore herschenken und so weiter. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man in so einem Auswärtsspiel einfach mal einen Tacken defensiver an die Sache rangeht. Das ist für mich völlig fein, auch wenn es vielleicht nicht so fürs Auge ist. Am Ende gibt uns das Ergebnis recht und das ist, was am Ende des Tages zählt. Ja. Und das einzige Negative ist halt einfach, dass du gerade nach den Einwechslungen so 65. rum das Fußballspielen leider eingestellt hast und das Feld Celtic überlassen hast. Ja. Und zum Glück ging es gut. Ja. Gut. In der Regel, sind wir ehrlich, sollte das Rückspiel jetzt nicht so das große Thema sein. Auf der anderen Seite habe ich schon gesagt, wer weiß, vielleicht geht Celtic mit einer anderen Einstellung ran. Wir werden es sehen. Danach wird es ein Brocken werden, auf jeden Fall in der Champions League. Und dann
Ja, bin ich mal gespannt. Aber erstmal noch sind wir nicht weiter, wa? Noch gibt's 'n Rückspiel nächste Woche und da musst du auch erstmal liefern, aber erstmal kommt jetzt Leverkusen, ne? Von daher abwarten. Wie gesagt, eine ordentliche Ausgangslage verschafft. Ich denke, das ist das Fazit dieses Spiels und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Habt eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.